Hallo, schönen guten Tag miteinander. Mein Name ist Tamara Cantieni. Ich bin jetzt gerade Gast bei Salis trifft im Podcast von Gianfranco Salis. Ich freue mich auf euch. Salis trifft, die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge von Salis trifft. Mein heutiger Gast ist eine Comedienne, eine Schauspielerin und Moderatorin. Auf der Bühne ist sie Influencerin. Und um das geht es in ihrem Comedy-Stück. Es ist Tamara Cantieni. Im Jahr 2000 ist sie im damaligen Radio Z als Moderatorin durchgestartet und hat die Freude am Moderieren entdeckt und die Welt der Schweizer Unterhaltungsszene kennengelernt. Noch heute moderiert sie leidenschaftlich am Radio. Mit ihrer Lifestyle-Sendung ist sie jedenfalls bei Radio 1 nicht mehr aus dem Programm wegzudenken. Sie ist dort ein fester Programmpunkt und vor allem auf der Bühne daheim. Bei ihrem Bühnencomeback an der Seite von Beat Schlatter hat sie 2008 den Start von ihrer Karriere als Komikerin lanciert. Seither spielt sie in diversen Produktionen, hat online einen erfolgreichen Blog gestartet, ist am Radio weiterhin treu geblieben und moderiert Events. Auch in Deutschland ist Tamara Cantieni immer wieder mal am Theater, im Gastspiel in Hamburg und in Köln zu sehen und seit 2021 mit ihrem eigenen Solo-Comedy-Programm Bad Influencer unterwegs, das sie selber geschrieben hat und was das Publikum in der ganzen Deutschschweiz begeistert. Und heute ist sie bei mir in der Sendung. Sie ist Mutter, sie sieht aus wie 35 und ich habe eine riesen Freude, bist du da. Willkommen, Tamara Cantieni. 20 Stutz gibt er nachher für die 35. Schön da zu sein. Danke vielmals. Tamara, wie startest du in einen neuen Tag? Ich stehe auf, wie alle anderen. Ich brauche meinen Kaffee zum allerersten zum Wachwerden. Und ich habe ja das Glück, meine Kinder sind schon Teenager. Meine Tochter ist seit ganz kurzem erwachsen, offiziell. Und dann kann ich am Morgen eben so ganz genüsslich aufstehen, meistens ausschlafen. Ich bin froh, habe ich einen Nachtjob und kann den Morgen total geniessen. Gibt es auf deinem Weg, also wir haben da einiges schon gehört, oder? Bei der Einführung, was du schon geleistet hast und erreicht hast. Yes! Aber gelogen hast du nicht, stimmt alles. Stimmt alles, oder? Also ich habe das wirklich ausführlich recherchiert und du hast schon einiges erreicht. Jetzt, was hat dich angetrieben auf diesem Weg? Ich bin im Fall nicht so ehrgeizig. Ich habe im Radio gehört damals, ich war 18 oder noch jünger, 17,5 und habe im Radio gehört, dass es eine Schauspielschule gibt, die Aufnahmeprüfungen macht. Und ich kann dir das gar nicht erklären. Mir ist wie so ein Blitz durch den Kopf. Und ich habe einfach gewusst, das will ich machen. Und zum guten Glück hatte ich keine Ahnung, was das bedeutet. Wenn ich dort gewusst hätte, dass da 800 bis 1000 Bewerber auf die 12 Plätze sind, ich wäre nie dort hingegangen. Aber naiv, wie ich war, habe ich einfach gedacht, das mache ich. Und dann ist das Aufnahmeverfahren halt losgegangen. Und in den Tümmchen bin ich reingekommen, ich kann es nicht anders sagen. Kann man sagen, ist da der Reiz, da etwas zu machen, das nicht jeder machen kann? Also so ein bisschen die Exklusivität. Eben, du sagst, mehrere hundert Bewerbungen, am Schluss nehmen es 12. Ich habe keine Ahnung von dem. Im Gegenteil, ich bin in Muri-Aargau auf dem Land aufgewachsen. Ich habe nie das Gefühl, ich bin exklusiv. Im Gegenteil, ich habe erst gefunden, ich bin so ein kleiner Furz. Nein, aber ich bin immer frei gewesen. Meine Eltern haben nie Druck auferlegt. Ich sage immer so scherzhaft, sie haben mich nie erzogen, was ja so nicht stimmt. Aber sie haben mir wirklich immer meinen Willen gelassen. Und dass ich immer die Gelegenheit hatte im Leben, das, was mir so ein bisschen gerade als Idee kommt, dem nachzugehen. Und ich bin meinen Eltern sehr dankbar für die Chance. Sie haben schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen von den Schauspielerin. Um Gottes Willen, du bist doch so gut in der Schule, mach etwas Richtiges. Aber sie hätten mich nie aufgehalten. Und das ist dann, glaube ich, einfach so immer der Pfeiler gewesen, dass ich immer, wenn ich etwas gesehen habe oder das Gefühl hatte, das würde mich interessieren, bin ich dem nachher. Aber ehrgeizig oder so einen Exklusivitätsanspruch habe ich im Fall nicht. Aber hat es Momente gegeben, wo du hast beissen mussten auf diesem Weg? Ja, sicher vielfach. Oder viele Frauen kennen das sicher. Also in dem Moment, wo ich eine Familie gegründet habe, ist es schon wie so ein Stillstand gewesen. Ich bin nicht in dem Sinne Karriere, dass ich mir das auf die Fahne geschrieben habe. Es war der Moment, ich habe den richtigen Mann getroffen und nichts gegen Kind gesprochen, er hat gestürmt. Und dann haben wir das gehabt, aber ich bin dann schon ein bisschen wie verschrocken gefunden, yes, es geht. Ich liebe meine Kinder heiß, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Daheim sein und auf den Spielplatz sein, nein. Und habe dort dann wirklich wieder Turbo gezündet. Das war so eine Zeit, wo ich das Schauspiel wieder verloren habe und Radio gemacht habe und wieder gemerkt habe, ich will zurück auf die Bühne. Das ist eigentlich meine grosse Liebe. Und bin meinen Kindern sehr dankbar, weil sie eigentlich durch den Umstand, dass sich mein Leben so verändert hat, wieder zu meiner Liebe gefunden haben an meiner Bühne. Was war dein schwerster Moment gewesen,
Auf der Bühne oder privat oder vielleicht sogar beides? Ich habe wirklich ein Glück, das ist nicht nur so blabla, ich habe wirklich so ein Glück im Leben. Ich bin einfach gesegnet mit viel Glück und Freude und natürlich sind Verluste eine herbe Sache, als mein Vater gestorben ist. Das war ganz, ganz eine dunkle Zeit für mich, weil ich ihn sehr geliebt habe. Das sind einfach Eltern. Auf der Bühne schwere Momente gibt es eigentlich fast nicht. Ausser einem Moment, wo ich damals noch gerade nach der Schule in Wien war und sehr unglücklich war in dieser Stadt. Dann nach einer Zeit, am Anfang ist alles aufregend, dann hatte ich sehr Heimweh und gemerkt, ich bin einfach kein Zigeuner. Ich brauche meine Menschen um mich herum, die ich gerne habe. Ich brauche ein Sozialleben. Ich kann nicht nur wegen dem Beruf von einer Stadt in die andere ziehen. Und das muss schon, weil Zürich ist eigentlich an und für sich zu klein für einen Schauspieler, um sich da über Wasser zu halten. Da habe ich wirklich mit sehr, sehr schwerendem, blütendem Herzen gefunden, ich kann diesen Beruf nicht machen, weil wenn das dazugehört, dann will ich es nicht. Aber das Leben war ja dann auch wieder nett zu mir und hat mich ans Radio gespielt und das war auch gut. An richtigen Ort, ins Radiostudio und auf die Bühne. Und dort hast du auch Erfolg unterdessen. Was bedeutet dir Erfolg? Unterdessen ist auch nicht. Aber ja, stimmt natürlich. Ist so, oder? Es stimmt. Man geht auch ein bisschen unter in so einem Ensemble. Es gibt so viele grossartige Schauspieler, die man nicht wahrnimmt, weil es ist einfach Produktion im Hechtplatz oder dann sind die einfach einer von 14 Leuten auf der Bühne, die alle lässig sind. Und rausstechen tust du halt mit dem Solo. Bei mir war es mehr eine Not, dass ich gedacht habe, hey, muss ich jetzt daheim warten, bis wieder ein Regisseur anruft und sagt, hey, willst du bei mir mitspielen? Weil so läuft das ein bisschen. Die Schweiz ist zu klein, man geht nicht mehr gross vorsprechen, wenn man sich mal kennt. Oder nehme ich selber in die Hand, weil wenn ich ein Solo mache, dann bestimme ich, ob ich auftrete und wo ich auftrete und wie viel ich auftrete. Und es war mehr aus dieser Not heraus. Also Erfolg in dem Sinn, ist mir nicht wichtig, dass ich auf die Schulter getätschelt wird. Mir ist Erfolg darum wichtig, weil nur dann kann ich mein Zeug machen. Wenn keiner mein Stück will schauen, dann ist es blöd. Dann kann ich zusammenpacken. Und wenn ich merke, die Leute haben Freude daran, dann kann ich meinen Beruf machen. Und darum ist es natürlich wichtig. Kommen wir gerade zu dem Stück «Bad Influencer». Was ist eigentlich ein guter Influencer? Also eben die Stück heisst «Bad Influencer». Also ein guter Influencer, wir schimpfen ja alle gerne über die. Und es ist ja wirklich so absurd, wenn du die bei ihrer Arbeit beobachtest und vor allem, wenn du sie privat dann kennenlernst. Das ist so eine Diskrepanz manchmal von diesen Menschen hinter diesen Hochglanzbilder, aber ich will das gar nicht schlecht reden, weil ich habe einen grossen Respekt. Du musst zuerst einmal anbringen, dass dir 20, 30, 40, 50'000 Leute folgen und deine Sachen sehen wollen. Respekt, das ist ein guter Influencer. Und ich mache mich in meinem Stück darüber lustig, dass mir das eben nicht gelingt. Dass ich zwar alles daran setze und immer das Gefühl habe, jetzt habe ich den Selling Point und mache dann irgendein verrücktes Zeug für Klicks. Es geht natürlich in die Hose. Aber schlimm ist lustig, das ist die Basis der Comedy. Tamara, wir sind im Zeitalter von Influencern, von Social Media, von auch Sachen Hype-Stellen, von Webshops. Hast du auch mal etwas Hype bestellt? Also meinst du zu essen? Also, zum Beispiel zu essen? Also, nein, regelmäßig. Ich bin ganz schlimm. Furchtbar, weil mir manchmal Zeit einfach fehlt. Essen finde ich ganz schlimm, das würde ich nie machen. Es wird frisch gekocht. Und meine Gofen daheim, Mami, wenn ich dumm bin, dann läutet es Uber Eats an. Finde ich ganz furchtbar. Frisch wird gekocht. Hello Fresh? Ah. Hey, das passt doch wunderbar. Kennst du Hello Fresh? Ja, habe ich auch schon gehört, tatsächlich. Also die heutige Sendung von «Salis trifft» wird eben gesponsert von HelloFresh. Was heisst das ganz genau? Ihr seid euch vielleicht gerade am Überlegen, was ihr morgen wollt, frisch anzaubern auf den Tisch. Da gibt es etwas ganz Praktisches. Also es ist so, der Service hat mich wirklich überzeugt. Ich könnte mit frischen Zutaten, haben wir das Wörtchen noch einmal, frisch, regionales Gemüse und Früchte aus der Kartonbox, die könnt ihr direkt vor die Haustür bestellen. Es wird euch also heimgeliefert, ohne unnötige Verpackung oder Plastikfolie und mit 35 Rezepten. Also ich habe gerade eins ausprobiert, wo es mitgeliefert haben und mir eine feine Wildreispfanne mit Kräuterseitling, Rucola und Crème fraîche geköchelt. Und die ganze Familie hat es freudig schnabuliert. Und beim nächsten Mal sind wir alle eingeladen beim Gianfranco daheim. Oh, schau jetzt. Mit dem Code HFSALIS, den ihr im Link bei den Shownotes eingeben könnt ihr bis zu 140 Franken Rabatt verteilt auf die ersten 4 HelloFresh-Boxen bekommen. Also los geht's. Shownotes, Link anklicken und den Code HFSALIS eintippen. Das ist eine bezahlte Partnerschaft mit HelloFresh. Ich wünsche euch viel Glück und einen guten und wir machen weiter mit der Tamara Cantieni. Ich habe Hunger bekommen. Du bist ein paar Jahre in der Sendung «Boser und Böser» in der ganzen Deutschschweiz zu sehen gewesen. Was fasziniert dich an der Welt von Glanz und Glamour?
Es ist im Fall schwierig zu sagen. Für mich in dem Moment, wenn wir in so einer Gesprächsrunde sind und die Aufzeichnung ist das nicht Glanz und Glamour. Da sind Leute mit Kameras und Kabel und es ist sehr unsexy. Was draussen ankommt, ist Glanz und Glamour. Darum kann ich nicht sagen, es fasziniert mich. Es ist ein Teil von meiner Arbeit, die Kommunikation. Und das, was rauskommt dabei, das muss man dem Zuschauer überlassen. Das ist nicht das, was mich jetzt reizt an dem. Aber sicher auch ein fester Bestandteil eben Frauen-Sexiness. Welche Frauen werden deiner Meinung nach aufs Aussehen reduziert? Alle. Nein, wirklich alle. Ich habe jetzt gerade kürzlich sind wir so ein paar Leute zusammen und dann haben die angefangen, Politikerinnen nach dem Äußeren beurteilen. Mir hat es fast den Latz rausgehauen. Es regt mich so auf. Man kann ja schon... Wir lästern alle. Und man kann ja zuerst mal finden, die hat das und das gemacht, die setzt sich zu wenig für die Bildung und was auch immer. Und dann noch sagen, und ihr Haarschnitt ist auch noch gacki. Bei einem Mann passiert das nicht. Wieso Selten ist das so? Es ist so ein bisschen die Rollenverteilung. Irgendwie, der Mann muss Erfolg haben und stark sein und die Frau muss hübsch sein. Das ist einfach so ein bisschen das Platte. Es ändert sich und ich hoffe sehr, es ändert sich mit einer neuen Generation. Wobei manchmal denke ich, wenn ich so auf Instagram schaue, was machen die jungen Mädchen? Sie schminken sich wieder, machen so Beauty-Sachen und bedienen genau die Schubladen. Und ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich geniesse es einerseits auch, eine Frau zu sein und mit dem zu spielen, dass wir eine äußerliche Wirkung haben. Das haben wir jetzt einfach nun mal. Das sind Trieb und Hormone. Ist ja schön, oder? Absolut. Also gerade jetzt im Frühling, wenn Also, wenn so richtig gar nicht, alles vorkommt und die Emotionen und die Endorphine wieder von den Dächern zwitschern. Aber wir sind halt nicht nur das, wir Frauen. Und ich denke, dort ist schon ein bisschen die Schwierigkeit, dass man sich auch nicht darauf verlässt. Man wird einerseits älter, dann verschwindet das auch, die Äußerlichkeiten. Und das andere ist halt, ich finde ja immer, ich habe jemanden gesehen, wie auch so der Teil-Influencer, wo du findest, wow, das Foto. Und dann hockt die neben dir an so einem Event und du denkst, das ist niemals die Person auf dem Bild. Nie. Und da merkt man die Kraft von Photoshop, wie die vorkommt. Einerseits, aber auch die Ausstrahlung, das gehört einfach zusammen. Ein schöner Mensch für mich kann nicht schön sein, wenn einfach Stuss rauskommt oder nichts rauskommt. Ich finde die Kombination wichtig. Was unterscheidet dann Frauen von Männern hauptsächlich? Schon viel. Also ich finde jetzt nicht unbedingt, wir sind alle so wahnsinnig gleich. Ich finde schon, so grundsätzlich, gell, nicht alle einen Topf früher, um Gottes Willen, aber grundsätzlich sind die Frauen die sozialeren Wesen. Ist das bei euch daheim nicht so? Sagt nicht eure Frau, wer zu euch heimkommt, wo es Nacht geht und sozialen Umfeld? Das ist eine gute Gegenfrage. Also ich finde, wir haben es so ein bisschen recht ausgeglichen bei uns. So. Ja. Aber das Gender-Thema ist halt einfach omnipräsent. Wie du sagst, du schaust die Werbung an, da kommt Gender. Jetzt gibt es auch Leute, die irgendwie noch etwas gegen die Sprache haben, die sich der Goethe wahrscheinlich im Grab drehen, wenn man sagt, ja, nur noch es. Oder? Ja. Ich glaube, für der, unsere die Generation... und das. Also das der und die stirbt dann irgendwann in 20 Jahren mal aus. Oder wie siehst du das? Also wird es nicht auch ein bisschen aufstilisiert? Doch, voll, aber ich glaube, vielleicht braucht es wie so eine extremere Bewegung, damit es wieder ein bisschen sich einmittet, dass wir ein bisschen mehr bewusst werden, den Menschen in den Vordergrund zu nehmen und das Geschlecht. Mir fällt auf, das ist eben bei der jüngeren Generation, auch im Umfeld von meiner Tochter, dass es oft Mädchen sind, die nicht möchten, als Mädchen angesprochen werden, mehr als ich jetzt weiss von Buben, die einfach sexuelle Bedrängnis erfahren haben. Und das gibt es mehr, als wir denken. Ich kenne kaum eine Freundin, die nicht sexuell bedrängt wurde, in irgendeiner Art und Weise. Und wenn das heftig ist, möchte man eben nicht als das Objekt wahrgenommen werden. Das kann ich nachvollziehen. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen extrem sensibilisieren, dass wir wieder easy umgehen mit dem. Mhm. Was würdest du denn machen, wenn du einen Tag in einem Körper von einem Mann würdest stecken? Das finde ich so eine coole Vorstellung. Ich weiss nicht, was ich würde machen. Wahrscheinlich nicht viel anders. Aber Geschlechtsverkehr würde ich schon gerne mal in der anderen Rolle ausprobieren, ganz ehrlich. Alles klar. Faden gerade. Sie nimmt kein Blatt vors Maul. Ja, das ist sorry, Tamara das ist das Einzige, Cantini, wie man sie unterscheidet. kennt. Was sind die grössten Herausforderungen im Zusammenhang mit Gender? Wir bleiben noch ein bisschen auf dieser Schiene. Ich glaube wirklich, dass man den Menschen rausschälen und nicht das Geschlecht. Ich weiss, ich habe meiner Tochter mal mit 8 oder so ein Fragenbuch geschenkt. Ganz lässig, im Kein- und Abendverlag gibt es das. Einfach Fragen für Kinder vor allem. Und dann hat die so ein bisschen geblättert und hat das selbstständig gemacht. Ich finde das schön, wenn man sich Gedanken macht über sich selber. Und dann ist sie plötzlich gekommen und gesagt, du, da steht etwas und ich weiss nicht, was ich da schreiben soll. Da steht, das soll man dir wegnehmen, damit du dich nicht mehr wie ein Mädchen bzw. wie ein Bub fühlst. In einem Alter von 8, weißt, wo die Sexualität noch nicht eine Rolle spielt. Da haben wir langsam gewährleistet und am Schluss hat sie dann geschrieben, die Haare. Aber das ist schon genau das, oder wir definieren uns über irgendetwas Äußeres und der Mensch, die Seele, weißt, wenn du sagst, was würdest du anders machen als ein Mann, wahrscheinlich genau das Gleiche. Die Seele ist ja die gleiche.
Das, was ein bisschen verändert ist, das glaube ich wirklich, sind die hormonelle Verteilung, was sich vor allem eben im sexuellen Bereich auswirkt. Teilweise auch, finde ich, Männer ein bisschen pragmatischer im Beruf. Die sind ein bisschen fadengerade. Wir Frauen, ich inklusive, ich überlege mir 10-mal, ob ich etwas machen soll. Ist es gut genug? Und erst wenn ich das Gefühl habe, es ist richtig gut, gehe ich raus mit dem und vorher nicht. Und Männer haben mehr so ein bisschen das Prinzip «Fake it till you make it». Irgendwie finde ich das geil. Da schneide ich mir eine grosse Scheibe davon ab. Aber das sind die grossen Unterschiede. Das Gendern, dass man eben so ein bisschen auf den Kern kommt, wo allen Menschen gleich ist. Vielleicht kann man das sogar im grossen Bogen machen, dass man auch die Nationen aufhört zu bewerten und all das Äußere aufhört zu bewerten, damit wir eine friedlichere Welt haben, nicht? Absolut. Aber gleich haben wir noch eine DNA rein, oder? Also ich kann ja am Beruf sagen, hey, spiel mit dem und dem, aber trotzdem möchte er dann mit Traktoren spielen. Oder ich kann einem Mädchen sagen, wieso willst du das und das? Und gleich finde es halt Barbie-Puppe lustig. Absolut. Oder lustiger als ein Buch. Also gewisse Sachen sind halt in der DNA, das kannst du nicht erziehen. Nicht nur, gell? Ein Arzt hat mich kürzlich gesagt, wir sind eigentlich eine Summe von unseren chemischen Bestandteilen. Also jeder Mensch ist einfach ein Chemie-Cocktail. Und jeder ist halt ein bisschen anders zusammengesetzt. Und es gibt tatsächlich Buben, die ganz viele weibliche Hormone drin haben, die sich anders fühlen. Und das muss man ernst nehmen. Ich glaube, da haben viele Menschen viele Jahre lang gelitten darunter, bevor wir das formulieren dürfen, dass sie sich anders fühlen, als einem Gesellschaft aufdrücken. Und dass wir die Freiheit eigentlich haben, zu sagen, und ich lege jetzt ein Röckchen an und ich schminke mich und ich male mir Nägel an, wenn ich Lust habe, obwohl ich ein Mann bin, finde ich eigentlich super. Was bedeutet für dich Scham? Ich lege das immer mehr ab, je älter ich werde, zum Glück. Also es ist ja irgendwie eben nicht dem entsprechen, was man erwartet, oder? Eine Blöße geben. Und nicht zuletzt durch Comedy lerne ich eine Freude und eine Lust in dieser Blöße, im Hosen runterlassen. Für was schämst du dich? Das ist ein riesiges Thema, die Scham, oder? Es ist wirklich immer weniger. Ich hatte eine grosse Scham, irgendwie schlecht zu sein, oder? Dass irgendwie fast eine Comedy machen und niemand findet es lustig und so. Und dass du nicht gut bist. Aber auch das verliere ich immer mehr. Und ich finde, es geht eine grosse Freiheit einher, wenn man die Scham verliert. Und das liegt ja eigentlich, wir sind ja Sippentiere, gell? Und niemand will von den Sippen verstoßen werden. Also macht man alles, dass einem die Sippe, was man so als Gesellschaft jetzt hat, in einer grösseren Form, akzeptiert. Und das Gefühl von, wenn ich das mache, akzeptiert es mich nicht mehr, das ist wahrscheinlich die Definition von Scham. Und das ist wahrscheinlich auch der Ausgangspunkt für das ganze Influencertum. Wahrscheinlich. Also, man will von außen als jemand Cooles, als jemand Krasses, als jemand Geniales, als jemand Schönes angeschaut werden. Man definiert sich über Anzahl Likes, man definiert sich über Anzahl Followers. Ich war gerade kürzlich in einer Thermalbar und da habe ich wirklich eine 23-Jährige gesehen, genau in dieser Pose. Etwa gefühlte 20 Minuten mit dem Handy in der Hand im Bikini, das glitzert hat. Wie siehst du das? Ist das ein Go oder No-Go im Thermalbad? Also ich habe mich gefragt, ist das eine Live-Übertragung? Gibt es 20 Fotos daraus? Was ist es? Ich habe genau die gleiche Szene im legendären Bürgerstock erlebt. Und das ist so lustig. Es sind zwei Asiaten, das Pärchen. Er hat sie gefilmt, wie sie so mit der grossen Sonnenbrille an dem Beckenrand vom Infinity Pool. Wirklich, das ganze Bad war ein bisschen verstört, weil es hat sehr viel Raum und Aufmerksamkeit eingenommen. Und dann ist mein Mann, der auch so ein Kalb ist, dort geschwommen und hat sich mit ihr aufs Bild gedrängt. Er wollte mit ihr aufs Foto und die beiden waren völlig verstört gewesen. Und er ist dann zurückgeschwommen, wir alle haben natürlich gelacht und hat gesagt, Jesus, das Mädchen hat total zittert, die hat richtig Angst vor mir. Das ist genau die Diskrepanz. Oder während sie so post, als selbstbewusste, coole Frau, hat sie Schiss vor so einem Kamel von einem Typ, der mit ihr aufs Bild will. Und ich habe mir dann wirklich also genau die Gedanken gemacht, die du jetzt gesagt hast, wie anstrengend muss das sein? Weil du selber, wenn du so Bilder herstellst, weisst schon, dass du das nicht fühlen kannst. Also musst du ständig Angst haben, man ertappt dich dabei. Und beim Faken? Ja, weißt du, es kommt darauf an, aus welchen Motivationen du die Jobs machst. Ich bewege mich in einem Umfeld, im ganzen Medienzirkus und auf der Bühne, wo es ganz, ganz viele Leute hat, die alles, was sie machen, für die Bestätigung von außen machen. Und ich glaube, das ist einfach ein Fass ohne Boden, das funktioniert nicht. Du hast zwar das Gefühl, in dem Moment vom Applaus, jetzt bin ich gut, jetzt bin ich gut. Aber schon am nächsten Morgen brauchst du mehr davon, weil das langt nicht. Und das ist, ich glaube, bei diesem Beruf, in all diesen Berufen, auch in deinem, und als Moderator oder was auch immer, kannst du nur gesund und ganz werden, wenn du mit dir fein bist. Dann hast du auch keine Angst, wie die Leute auf dich reagieren dort draussen. Also ich schwöre, ich könnte im Hallenstadion auftreten, ich hätte keine Angst. Schon ein bisschen Aufregung, so ein Licht, aber ich habe nie mehr Lampenfieber, weil
ich mache, was ich mache, weil man mich damit beauftragt hat. Es geht mir um die Sache, es geht mir nicht um mich. Und dann habe ich alle Ängste schon von mir genommen, weil es geht nicht um mich, es geht um meine Arbeit. Und mittlerweile weiss ich, dass ich die solid mache und darum kann man mir wie nichts mehr anhaben. Und ich glaube, das gibt eine Zufriedenheit im Leben, wenn du bei dir angekommen bist und du bestimmst, wie wertvoll oder wie wertlos du bist. Und da wir ja einen Selbstdialog führen, wäre es ratsam, dass man anfängt, sich selber ein bisschen zu loben und mit sich ein bisschen klarkommen. Ja, und vor allem dann ist ja der Content ist ja schlussendlich maßgebend, ob etwas längerfristig Erfolg kann haben. Oder wie siehst du das? Was heisst Erfolg für dich? Ja, das meine ich ja damit, oder? Wenn du Erfolg daran misst, wie geil dich die anderen finden, dann wirst du nie irgendwo ankommen. Erfolg bedeutet, das Publikum zu finden. Du mit deinem Podcast, dass du genug Hörer hast, die dich hören. Dass ich ein Theaterbillett verkaufen kann. Nicht wegen dem Verkaufen, sondern dass das überhaupt stattfinden kann, geht nur, wenn Leute Interesse an dir zeigen. Auch Influencer. Ich unterstelle gar nicht allen, dass sie klickgeil sind und wollen applaudiert werden. Vielleicht machen es die einen ganz solid und wollen einfach eine Arbeit machen, die sie so gut machen, dass sie das Publikum finden dafür. Wir kommen zum Publikum. Du hast Hallenstadion gesagt und Männer, die Komiker sind. Eigentlich noch fies. Also Männer füllen das Hallenstadion, aber in diesem Metier, in der Schweiz, weißt du? Wie sieht es in der Schweiz aus? Eine Komikerin, die das Hallenstadion füllt? Ja gut, Aka Pickels waren ja 4 Komikerinnen, die riesen Hallen gefüllt haben, auch als Frauen. Also, ich weiss nicht, ob man das so plakativ kann sagen. Ich erlebe auch da, nehme mich da auch inklusive, dass Männer einfach mal ein bisschen machen. Und dieser Bereich, das hat wirklich, Comedian hat nichts zu tun mit Schauspiel. Ich habe nicht einen Text, den ich füllen einfach mit meiner Figur, sondern ich bringe meine Geschichten und das Einzige, was du kannst erreichen kannst, ist Lachen. Und wenn du das nicht erreichst, hast du versagt. Es ist so simpel. In einem Theaterstück hast du mal «Hören sie zu», dann lachen sie, mal leiden sie mit, dann sind sie gefesselt. Also, da hast du ganz viele Emotionen. Beim Comedy kannst du nur Lachen erzeugen. Und die Blöße, wenn es nicht geht, ist natürlich heftig. Ich kenne ganz viele tolle Frauen, wo man aber auch, das muss ich auch sagen, auch die Plattform gar nicht erst überkommen, um sich zu zeigen. Wieso ist das so? Ich weiss auch nicht, es sind ja viele Veranstalter, die einfach immer die gleichen holen. Und wenn man in so kleine Nischenveranstaltungen schaut, was für geile Frauen da oben sind, ich rühre mich weg, wo vielleicht auch zu wenig Führer drängen. Ich weiss nicht, ob es das ist oder ob auch die Veranstalterinnen zu wenig Plattform geben. Aber zu sagen, Frauen sind nicht lustig, halte ich für komplett falsch. Wie erklärst du dir den Erfolg von attraktiven Komikerinnen? Also, andererseits, du siehst attraktiv aus. Nochmal 20 Stutz, machst du mich arm nach dem Podcast. Nein, ich denke, es gibt zweierlei. Du kannst entweder bedienen, dass du unattraktiv bist, also dass man ein bisschen füllig wäre, was in der Gesellschaft als unattraktiv gilt. Dann wäre Gardi Hutter-Style. Einfach, dann machst du dich lustig über deine Fressattacken und dass du immer noch Single bist und keinen Typ findest und so. Also schlimm ist schon immer lustig. Und ich glaube, dann, wenn man das nicht bedient, sondern okay, weißt du, irgendwie so nichts hat Äußerliches, was man kann als seine Schwäche nehmen kann, dann ist es wahrscheinlich das, wenn du unerwartet blöd tust, wenn eine Frau auf Stöckelschuhen sich nicht Blöße gibt, die Strumpfhosen so aufziehen, wie das in den Sack hineingumpelt, dann wirkt das komisch, weil man sonst so gewohnt ist, dass die Hörchen sitzen, die Nägel sitzen. Wenn man so aber es kalt machen kann man einen Komiker erzeugen, weil die Bilder so gegenspielig sind. Geht Tamara auch ohne Nagellack und Lipgloss aus dem Haus oder ist sie nur auf der Bühne Bad Influencerin? Also, gell, ich bin ja viel pützleter, wenn ich im Privaten bin, als auf der Bühne. Auf der Bühne, ich sehe an mich aus. Und das sind immer so meine Lieblingsstellen. Es gibt so eine Stelle, wo ich mich selber verschandle. Und ich freue mich jeden Abend drauf. Ich finde es einfach wahnsinnig lustig, blöd auszusehen. Das heisst nicht, dass ich blöd bin. Das ist genau das. Oder? Es ist eine Arbeit. Und privat bin ich immer pützelt, aber auch nicht wegen der anderen. Ich liebe Mode. Ich liebe... das ist für mich wie ein Ritual, mich anzulegen. Und ich bin da, glaube ich, auch recht mutig in der Sache. Ich lasse mich da nicht ins Boxhorn jagen. Man sagt, in einem gewissen Alter musst du ein bisschen dezent. Nein, muss ich nicht. Ich habe Freude an Bling-Bling und ja, man sagt laute Kleidung, weißt, pink und eben farbige Nägel und so. Ich habe das gern. Wie definierst du Glück? Das ist im Fall lustig. Seit ein paar Tagen ist das einfach so ein bisschen mein Thema für mich, das ich so ein bisschen mit mir herumtrage. Ich weiss nicht, woher das kommt. Ich beschreibe es wie so ein kleines Feuerchen, immer in mir. Ich bin so grundlegend, habe ich immer so etwas Warmes in mir inne. Und das ist, glaube ich, denke ich,
das Glück, das ich mit mir herumtragen kann. Ich bin zufrieden mit dem, was ich kann. Ich glaube nicht, dass man glücklich sein kann, wenn man an dem Punkt im Leben, wo man ist, nicht dankbar ist, für was man hat. Und wenn man sich ständig von außen muss definieren muss. Das, sondern wenn man einfach von innen her glücklich und zufrieden ist mit sich selber, dann gehört auch eigentlich die ganze Welt, oder? Es ist im Fall wirklich so. Weißt du, da kann man einem auch nichts wegnehmen. Also selbst wenn manche finden, die Kantiene, die Scheiße, die gehen wir nicht schauen. Nicht so schlimm, dann fange ich an zu schreiben wieder oder ich mache mir Moderationen, dann mache ich etwas anderes, wo auch gefragt ist. Und du bist für dich unterwegs. Das ist ja auch der Unterschied, oder? So eben 23-jährige Influencerinnen, Entschuldigung, ich sage es nochmal, die definieren sich über das Aussen. Oder? Kann man eigentlich schon so sagen. Also wenn du ein bisschen schauen kannst, das sind einfach die schönen Fotos, aber Inhalt, Content, was zu erzählen haben und so weiter, ist eigentlich nichts dumm. Es sind wirklich Fotos, schöne Fotos. Ich will das jetzt auch nicht abspielen. Auch du hast vorher gesagt, auch das ist Arbeit, bis dich 100'000 followen, oder? Ja. Aber es ist schon so, es ist so ein bisschen auch die Lebenserfahrung, denke ich auch, und der Content, was es schlussendlich ausmacht, oder? Absolut. Wobei, eben, gell, es ist niemandem seine Schuld. Mit 20 hat man einfach noch nicht so viel zu erzählen. Man hat ja den Abschnitt mehr, mit 20 ist der Entdeckertum, oder? Man muss die Welt entdecken, das andere Geschlecht entdecken, die Berufe entdecken. Also hat alles seine Berechtigung. Aber ich finde es schöner am Älterwerden eben genau das, dass man so ein bisschen mehr Geschichte hat. Aber ich habe so ganz junge Komikerinnen, die ich sehr lachen muss, die tun einfach ihre aktuellen Beobachtungen wiedergeben. Das hat nichts mit der Erfahrung zu tun, sondern Beobachtung von dem, was sie sehen, was extrem komisch ist jetzt in diesem Beruf. Und die Influencerinnen sind mit 20 einfach sehr hübsch. Man schaut gerne hübsche Fotos an. Das ist, also darum, mir folgt ja keine Sau, schau mich an. Nein, es ist einfach, ich kann nicht das, was die Influencer machen, das Schöne inszenieren. Ich finde es lächerlich. Aber Schönheitsideal, sind wir ganz ehrlich. Also heute lassen sich 20-Jährige die Lippen spritzen. Was sagst du zu dem? Es ist ein Style. Ich habe auch schon mit Mädchen geredet und ich finde, hey, aber gell, du weißt schon, dass man sieht, dass du deine Lippen aufgespritzt hast. Und sagen sie, ja, das ist eben geil. Das ist ein Style, wie man halt in den 80er Jahren Fokuhila getragen hat. Macht man das jetzt mit chemischen Substanzen? Das ist durchaus fragwürdig, ja, aber das ist ein bisschen der Trend und vielleicht ist das einfach die moderne Zeit. Selbst das Zeug in den Lippen sollte man ja theoretisch abbauen können. Das Hyaluron, das da rein spritzt, baut sich ja von allein wieder ab. Aber ist das so? Tut man nicht den Körper längerfristig verunstalten? Weiss man nicht. Botox hört ja irgendwann wieder auf. Das geht ja nur während einer gewissen Phase, lähmt man die Nervenzellen, die da reagieren im Gesicht. Aber langfristig, ich glaube einfach, man gewöhnt sich an sein Gesicht und dann muss man immer mehr, weil das Gesicht verliert ja Volumen. Und wenn du schon mit 20 noch mehr Volumen reinpumpst, dann wird das irgendwann völlig absurd. Das ist das, was wir dann so verstört wahrnehmen, wenn Menschen nicht mehr so aussehen, wie sie aussehen. Ich finde, was ich sehr schade finde, das hast du sicher auch, man schaut in das Gesicht und dann spürt man etwas. Du baust schon, schätzt einen Menschen ein, ob richtig oder falsch, je älter man wird, umso besser nimmt man wahr. Absolut. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber bei diesen Augenbrauen bist du so, aber es kommt ja etwas über. Und in die gemachten Gesichter schaue ich immer so fasziniert rein, weil ich sehe nichts. Mhm. Es ist eine Leere rum. Es ist eine perfekte Leere eigentlich, oder? Und das finde ich ganz, ganz merkwürdig, weil ja, es verändert extrem. Also nichts gegen das Aussehen. Also ich habe meiner Frau auch aufs Aussehen geschaut, oder? Ganz klar. Aber wenn ich jetzt, wie du sagst, für mich ist das wie ein schönes Geschenkspapier, wo das Geschenk leer ist. Also ich weiss nicht, ich will da auch niemandem näher treten, aber es ist klar, man muss schon ein bisschen schauen, auch wie man rumläuft und so. Nicht gerade, weißt du, es hat verschiedene Bedeutungen für verschiedene Leute. Wahrscheinlich würden auch Leute bei mir sagen, die Tamara, die muss sich immer so anlegen und so, kann sie nicht mal einfach... Gut, ich bin jetzt auch nicht darum kommen wir jetzt aufs Innenleben. Ja. Das gibt es ja auch und das ist ja sehr kaltvoll und wertvoll. Wie kommt Tamara Cantieni mit ihrem randvollen Terminkalender vom einen Hörspiel ins andere, vom Radiostudio auf die Bühne, wie kommt Tamara Cantieni oben runter? Ich habe im Fall eine Reitbeteiligung. Ich kümmere mich um ein Ross. 2 bis 3 Mal pro Woche. Dann bin ich 3 Stunden mit dem Pferd beschäftigt. Wir gehen ausreiten, manchmal einfach nur laufen. Das ist so grossartig. Natur liebe ich sehr, es erdet mich mega. Und ich finde gerade so, ich liebe Tiere über alles. Und ich finde so Kommunikation mit Tieren, gerade mit dem Ross, muss schon auch reiten, bedeutet ja nichts als miteinander reden. Du sagst dem Ross, du links, rechts, schnell, langsam, ohne Sprache. Mit dem Körper. Das ist etwas Grossartiges. Ich habe immer als Mädchen reiten und durfte. Und dann habe ich jetzt mit 40 Jahren angefangen zu reiten und sehr intensiv und ja, wenn man etwas so sehr will, dann fällt es einem das Erlernen nicht schwer. Man sagt ja, als Erwachsene lernst du das nie, wenn du als Kind nicht gelernt hast.
Wobei, ich werde es nicht so gut können, wie jemand, der das klein macht, aber ich kann es so gut, dass ich mit meinem Röstchen klarkomme. Das ist etwas, was mich mega erdet. Aber auch meine Familie. Also, blöd, dass ich das zuerst gesagt habe, weil eigentlich sind es meine Kinder und mein Mann, wo man einfach so eine Basis hat von Verbundenheit und Liebe, wo einem extrem erdet. Und das kann man nicht kaufen mit keinem Geld von der Welt, oder? Das Gefühl und die Verbundenheit mit der Familie. So geht es mir zumindest auch. Absolut, aber also man kann es kaufen im Sinne von investieren. Also weißt, in eine Beziehung muss man investieren. Du musst bereit sein, etwas zu geben. Grosszügigkeit ist nicht nur materiell bemessen. Grosszügigkeit ist auch Zeit und Geduld und Leidenschaft. Wie oder? Zeigst du jemandem, dass du auch Freunde, du musst doch den Freunden immer wieder sagen und zeigen, dass man sie gerne hat. Niemand ist selbstverständlich. Und ich finde auch eine Investition in eine Familie, man kann schon Kinder haben, das ist ein automatisches Band. Aber Liebe und Zeit und Zuhören und alles investieren in die Familie, das ist halt auch wichtig. Und es gibt ja immer Leute, die sagen, Karriere oder Familie. Oder? Und wir zwei können ja beides. Wieso können wir beides? Ja, was ist ich habe zuerst dazu? Mit Mitte 40 angefangen, meine Solo-Karriere zu starten. Das wäre vermutlich früher gekommen, wäre die Familie nicht gewesen. Also ganz so einfach finde ich es nicht, das zu kombinieren. Also den Männern fällt es leichter mit Familie. Ich will euch da jetzt nicht unterstellen. Wenn ich jetzt back in time, würde ich vor 20 Jahren es anders aufteilen wählen mit meinem Mann. Er hat damals steif und fest behauptet, er könne nicht reduzieren und so. Dann habe ich halt reduziert. Es ist alles richtig, weißt du, am Schluss, wie alles sich zusammenfügt. Aber ich finde es wirklich nicht so einfach, Vollgas geben im Beruf und Vollgas geben mit der Familie, dass nichts zu kurz kommt. Aber wir sind ja beide noch jung. Ja. Also können wir noch einiges reissen. Man kann immer etwas reissen. Ich glaube, also weißt du wirklich, man kann Karrieren starten mit 70, it's cool, man, und all die Leute, weißt du, was es gegeben hat. Man kann immer alles reissen. Ich werde den Teufel tun und mir sagen lassen, was ich dann irgendwann mit 50 nicht mehr machen darf. Und so geht es eigentlich. Ich mache genau das, was ich Lust habe. Und wie siehst du dich in 10 Jahren dann? Also grossartige Frage, wie Mitarbeitergespräche habe ich dort schon immer gehasst. Ich habe keinen Plan, aber im Inneren... Ja, du hast ja schon ein bisschen vorgeschaut. Ja, aber ich habe kein, das meine ich wirklich ernst, ich habe keinen Ehrgeiz von, dann will ich das erreicht haben, dann das und so. Ich lasse mich treiben von dem, was ich mache. Ich möchte gerne weiter in meinem Beruf sein, auch in 10 Jahren noch, eigentlich auch in 20 und in 30 Jahren noch. Das ist ja schön, auf der Bühne kannst du das eben. Die braucht es ältere Menschen und jüngere Menschen, dicke, dünne, laute, leislige, es braucht alles. Und ich hoffe sehr, dass ich das auch weiterhin machen kann, wenn ich das so sagen kann. Aber ich bin gespannt, wo es mich weiter antreibt und bleibe eben auch immer offen, um neue Sachen anfangen, egal wie alt ich bin. Und du bist offen gewesen, um heute in meine Sendung zu kommen. Tamara, ich hatte eine riesen Freude. Ganz gleichfalls. Und gibt es irgendetwas noch an dieser Stelle, wo du den Hörerinnen und Hörern von Salis trifft, möchtest auf den Weg geben? Ja, weißt du, wenn wir schon so ein bisschen in dem Philosophischen drin sind, ja, wirklich, ich denke, das, was ich gesagt habe, schenken einander Zeit, schenken einander Liebe. Man kann nicht oft genug den Kindern und den Liebsten sowieso, den Eltern, solange man sie hat, sagen, dass man sie schätzt und gern hat. Den Freunden einfach irgendwann bei einem Glas Wein sagen, hey, sind wir seit 13 Jahren befreundet, so schön, dass es dich gibt, ich schätze das. Das gibt einem selber ein schönes Gefühl und beim anderen auch. Das ist so ansteckend. Ich glaube, dann fängt das Flämmchen überall an zu leuchten, wenn man das ein bisschen mehr macht. Und mein Flämmchen hat auch angefangen zu leuchten bei diesem Gespräch. Du bist so ein Klugscheisser, gell? Aber ich meine das Nein, wirklich so. Ich meine es auch so. Tamara, es war eine riesen Freude. Danke vielmals. Ganz meinerseits, Gianfranco. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Das ist Salis trifft. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir doch bitte deine Bewertung auf iTunes und hinterlasse mir einen kurzen Kommentar. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal.